Hallo vom Slowenischen Wirtschaftsverband. Heute ist die Story des Tages Maria Radinger. Hallo Maria. Hallo Wisner. Wir werden mit Maria sprechen. Ihr Business ist fast zu 100% mit dem Tourismus verbunden. Sie haben aber es geschafft, eine andere Arbeitsweise zu finden. Ist es so? Genau, ja, das ist so. Zuerst, ich möchte dir fragen, was ist das Kerngeschäft? Also zuerst mal schönen guten Morgen und vielen Dank, Wisner, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Also mein Geschäft ist Unternehmensberatung und Training, in erster Linie für die Hotellerie, also privat geführte 4- und 5-Sterne-Hotellerie im In- und Ausland. Und ich mache auch das Thema Umgangsformen, Tischkultur und Businesskleidung für Wirtschaftsunternehmen. Naja, wir haben jetzt die Neuzeiten sozusagen, ne? Und du hast zusammen mit deiner Businesspartnerin eine Idee während des Shutdowns gehabt, wie Fachwissen und Tipps vorbereiten und das für Hotelier zur Verfügung stellen. Ist das richtig? Ja, genau. Und zwar ist das eben gleich ja, Mitte März schon passiert. Also ich bin ja Mitte März aus den Hotels zurückgekommen. Das heißt, da musste ich mich erst einmal darauf einstellen, was das mit meinem Geschäft macht, weil zuerst war ich eben noch so beschäftigt mit diesen Hotelschließungen. Und ja, und Heide Bichler, Heritage, kenne ich schon seit vielen Jahren. Sie ist ja eine ganz tolle Unternehmerin, hat selbst ein 4-Sterne-Hotel sehr lange geleitet. Und mit ihr haben wir sind auch zusammen im Rotary Club. Und ganz am Anfang schon haben wir einfach mal ein Zoom-Meeting gemacht, also gar nicht telefoniert, sondern gleich eine Webkonferenz gemacht und haben da irgendwie begonnen, einfach über die Situation zu reden. Und bei diesen Gesprächen ist dann die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir könnten eigentlich daraus was machen, weil wir wollen positiv in diese Situation gehen und schauen, was können wir ja, beide für uns und unser Geschäft daraus machen. Und so ist die Idee dann entstanden. Und dann haben wir eine ganz junge Frau auch dazu geholt. Das ist eine Mitarbeiterin von Heide Bichler, die ist die 27 Jahre jung und topfit im Bereich Social Media, im Bereich IT. Und die haben wir dann mit dazu genommen zu uns und die Idee der Gastgeberinnen ist entstanden. Und wir wollten eben ein anderes Format haben. Wir wollten eben digital sein. Wir wollten eben genau diese Zielgruppe eben jetzt auch erreichen, wenn wir sagen, wir können nicht hinaus, also müssen wir über das Web. Und ja, so ist dann die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir gründen die Gastgeberinnen, wir machen Videos, nämlich genauso wie wir beide das jetzt machen, einfach über Zoom. Wir haben Blogartikel geschrieben und wir haben, und das gefällt uns, glaube ich, am allerbesten, einen virtuellen Stammtisch gegründet. Und ich glaube, seit Mitte oder Anfang April haben wir jeden Freitag von 11 bis 12 einen virtuellen Stammtisch für die Hotellerie. Weil unsere Idee war eben die, dass wir gesagt haben, wir sind beide in der Gastronomie und Hotellerie groß geworden und wir waren es gewohnt, einen Stammtisch zu haben und es einfach zu schätzen, diesen Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Und das haben wir eben dann begonnen und das läuft super. Erstens ist es, also für uns beide war es, oder uns drei war es einfach schön, diesen Austausch zu haben und gemeinsame Ideen zu entwickeln und uns auch von unseren Sorgen zu erzählen. Das ist ja auch wichtig, dass man eine Möglichkeit hat, aber eben auch neue Ideen zu entwickeln. Und das läuft seitdem wirklich sehr, sehr gut. Wir haben in der Zwischenzeit auch schon ein paar Kooperationen mit Tourismusregionen gemacht, die eben diesen Stammtisch dann auch gebucht haben, wo sie ihre Kundinnen und Kunden eingeladen haben. Also ein ganz tolles Projekt. Perfekt. Darf ich dich fragen, kannst du schon sagen, dass mit diesem neuen Modell hast du schon die Umsatz ein bisschen so einbußen? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich sage natürlich, am Anfang waren wir alle in einer Schockstarre und natürlich die Hotellerie auch im Besonderen, weil wenn du von einem Tag auf den anderen dein Hotel zusperren musst, dann ist das natürlich ein Drama. Ja. Vor allem die Betriebe, die das ganze Jahr geöffnet haben, die überhaupt keine Schließzeiten kennen, das war natürlich unglaublich. Und ich habe ganz schnell eben mein Geschäftsmodell umgebaut, eben auch über Webinare oder eben Online-Beratung. Und ich habe auch gesehen, dass meine Kunden das plötzlich auch gut finden. Also ich glaube, vor 3 Monaten hätte ich keinem meiner Kunden sagen können, wir machen Videokonferenzen über Deutschland oder über Italien oder über die Schweiz oder über Südtirol. Und plötzlich ist es möglich. Und wir haben ja ganz viele Konferenzen gemacht, wir haben Meetings darüber gemacht.
Und natürlich ist es jetzt seitdem die Hotels wieder aufsperren dürfen, natürlich läuft mein Geschäft wieder sehr gut, weil natürlich das große Thema meiner Hygienestandards und das Thema der neuen Umgangsformen, das sind quasi die Themen, mit denen ich mich seit 3 Monaten von morgens bis abends beschäftige. Was sind jetzt diese neuen Maßnahmen, zum Beispiel in Hotellerie? Weil es ist jetzt ein bisschen alles anders, ne? Genau. Also dieses Hygienethema ist natürlich ein ganz großes. Das war es in der Hotellerie ja auch schon vorher. Es ist ja nicht so, dass das erst jetzt beginnt. Aber jetzt ist es einfach so ein sensibles Thema geworden, weil es halt um Gesundheit geht und um Sicherheit geht, sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter. Und es geht einfach darum, dass wir schauen, was machen wir schon gut, aber wo müssen wir möglicherweise noch etwas nachbessern. Grundsätzlich war es bisher in unserer Kultur ja nicht üblich, dass wir an jeder Ecke einen Desinfektionsspender haben. Wir waren es gewohnt, unsere Hände mit Seife zu waschen, aber nicht ständig unsere Hände zu desinfizieren. So, jetzt ist natürlich Desinfektion und Desinfektionsmittel etwas, was wir einfach neu auch in unsere Kultur integrieren müssen. Und viele Prozesse müssen einfach nochmal neu überprüft werden in den Betrieben. Ist das alles so, wie es jetzt sein muss? Es gibt ja eine ganze Menge an Verordnungen, an Auflagen und die müssen die Hoteliers jetzt erfüllen. Und da begleite ich sie und eben die Mitarbeiter. Gibt es auch Änderungen zum Beispiel beim Selbstservice-Frühstück? Ist das auch jetzt anders jetzt? Genau, weil ja da natürlich, ich habe das gerade gesehen, also die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich und Italien und Österreich. Also in Österreich ist ja vieles schon früher passiert, weil wir einfach schon auch früher dran waren mit diesem Shutdown. Und insofern sieht man eben jetzt, dass vieles, was bei uns schon wieder gelockert wird, in den anderen Ländern noch streng kontrolliert wird. Also insofern gibt es ja natürlich Ähnlichkeiten und viele schauen dann eben auf Österreich, was tun wir, welche Maßnahmen gibt es bei uns und wo wird gelockert. Und das Buffet ist ja seit Wochen ein großes Thema, weil am Anfang hieß es ja, es gibt gar keine Buffets mehr, es darf keine mehr geben. Mittlerweile hat sich das schon wieder gelockert. Aber natürlich bedeutet das in den Unternehmen, und du weißt selbst, was es heißt, Prozesse dann zu verändern, was das für eine große Umstellung ist für die Führungskräfte, aber natürlich auch für die Mitarbeiter, wenn du plötzlich Abläufe, die du über Jahre so gemacht hast, verändern musst. Aber wie kannst du zum Beispiel jetzt den allgemeinen Status des Tourismus beschreiben? Du bist jetzt schon, wie schon gesagt, 2 Wochen unterwegs, schon wieder mit ein bisschen enger mit Hotels, arbeitest du jetzt schon wieder. Sind die Gäste schon wieder da oder warten wir noch? Ja, es kommen schon, die Gäste wollen auch kommen. Ich denke, alle haben jetzt irgendwie so das Gefühl, sie müssen wieder raus, sie wollen auch wieder reisen und sie wollen auch wieder Urlaub machen und einfach mal vielleicht auch ein bisschen vergessen, aus diesem Alltag auch herauskommen. Und ich glaube, da ist natürlich Urlaub immer was einfach dafür gut ist. Und wenn man dann in ein schönes Hotel geht und essen und trinken oder auch Ferienwohnungen, Apartments, egal was immer, wo immer man dann eben hinfahren möchte. Also der Wunsch ist groß und natürlich die Hoteliers freuen sich natürlich auch jetzt endlich wieder Gastgeber sein zu können und endlich wieder die Hotels aufzumachen. Die Mitarbeiter freuen sich. Auf der anderen Seite ist natürlich auch viel Verunsicherung da, weil man ja auch nicht weiß, wie viele Gäste werden kommen, das, was du ja auch gesagt hast. Auf der einen Seite haben viele Unternehmen jetzt tolle Ideen entwickelt in dieser Zeit, wo alle Betriebe zu waren. Und jetzt möchten sie das natürlich auch ihren Gästen anbieten, egal ob das in der Hotellerie ist, in der Gastronomie oder auch in der Produktion. Und jetzt geht es einfach darum, dass man sagt, jetzt warten alle, dass die Gäste kommen. Und ich glaube, und das sieht man ja jetzt, dass es viele Einheimische gibt, die einfach auch im eigenen Land reisen müssen, weil anderes ja noch nicht möglich ist. Ne? Ja, genau. Auf der anderen Seite entdecken die dann aber auch viele schöne Plätze wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal, dass sie merken, aha, wie schön ist es bei uns oder das, was wir vorher gesprochen haben, wie schön ist es im Alpen-Adria-Raum. Wir haben so viele schöne Plätze vor unserer Haustür. Wir fahren eine halbe Stunde bis Slowenien, wir fahren eine halbe Stunde bis Italien und wir haben einfach eine wunderbare Kultur, ob Essen, Trinken, Gastfreundschaft. Also insofern wollen wir, glaube ich, einfach alle raus. Ja. Und wir sind es ja auch nicht gewohnt, so eingesperrt zu sein.
Und wir gehen, weiß nicht, gern mal nach Slowenien zum Essen. Wir gehen mal gern nach Italien weiß nicht, auf einen Cappuccino. Und ich glaube, das fehlt uns sehr und da freuen wir uns jetzt alle einfach darauf. Ja, wir freuen wirklich alle darauf, dass schon wieder eine Normalität schon wieder zurückkommt. Liebe Maria, ich wünsche dir alles Bestens und wir sehen uns bald, ne? Vielen Dank, Wisner. Dankeschön. Danke.